Was passiert gerade im Sudan? The largest displaced crisis, the largest health crisis, the largest number of people in need. Im Sudan kämpfen seit mehr als 2 Jahren die Militärregierung gegen die Rebellengruppe RSF. Wegen dem gibt es dort gerade die grösste Hunger- und Flüchtlingskrise der Welt. Die grosse Frage ist ein Ende in Sicht? Kurzer Hintergrund, den du brauchst, um daraus zu kommen. Über 20 Jahre lang hat Sudan einen Diktator und der die Bevölkerung übelst unterdrückt. Der Internationale Strafgerichtshof hat gegen ihn einen Haftbefehl herausgegeben wegen Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Bevölkerung hat sich gegen ihn gewehrt und 2019 hat ihn das Militär gestürzt. Seitdem bekämpfen sich aber das sudanesische Militär und die Rebellengruppe RSF. Die Rebellengruppen haben sich während der Militärdiktatur gebildet und immer mehr zusammengetan. Im Moment kontrolliert die RSF den Westen und Teile im Süden. Die Armee hat die Region rund um die Hauptstadt Khartoum und Teile im Norden und Osten. Jetzt wollen beide Seiten an die Macht, weil beide behaupten, dass sie die besten Lösungen haben für das Land. Die Realität ist, durch den Krieg geht es allen Menschen im Land schlimmer. Ja, und was will die Bevölkerung? Laut unserer Korrespondentin vor Ort wollen die meisten weder von RSF noch von der sudanesischen Armee regiert werden. Sie wollen Demokratie. Aber die Bevölkerung hat kaum etwas zu sagen. Sie werden von beiden Seiten brutalst behandelt. Sie erleben ethnische Säuberungen, Massenmord, sexualisierte Gewalt, Angriffe auf Flüchtlingslager und so weiter. Dazu kommt eine schlimme Hungersnot. Zum Beispiel die Großstadt Al-Fashir ist komplett von der Aussenwelt abgeschnitten und das seit einem Jahr. Die RSF belagert die Stadt. Keine humanitäre Hilfe kommt mehr rein. Und die fast 300'000 Einwohnerinnen und Einwohner leben dort unter immer schlimmeren Bedingungen. مدعمين معاناة شديد من الأكل من المأوى جعانين الأطفال عريانين ما عندنا أي حاجة قاعدين خير ناكل الأنباس ولا موية ولا أي حاجة ما عندنا. Was die Menschen bräuchten, ist Frieden. Aber ist das überhaupt möglich? Militärisch ist es wirklich so eine Pattsituation. Keine Seite ist überlegen und niemand ist in der Lage, den Krieg zu gewinnen. Es gibt immer wieder Friedensverhandlungen, bis jetzt aber ohne Erfolg. Verfolgst du die Situation im Sudan?